Danke. Nehmt Platz in der guten Stube. Schön mit euch hier dürfen das Interview machen. Hey, ihr seid ja schon, ich sage jetzt mal, Ewigkeiten GV-Zähler, oder? Ihr seid ziemlich von Anfang an mit dabei. Andi, du arbeitest als Coach und Berater, gell? Und Susanne, du bist Lehrerin. Und ich habe mich mega gefreut, als ihr gesagt habt, hey, mal, wir probieren das auch, wir werden Teil von dieser Pilotgruppe. Auch gerade jetzt viele, die sonst in dieser Pilotgruppe waren, die haben vorher schon mal das Buch dort gelesen, von «Das Ende der Rastlosigkeit». Ihr glaubt nicht, gell? Ihr habt es noch nicht gelesen gehabt, oder hast du schon gelesen gehabt? Ja, wir haben gesagt, hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Doch, etwa vor einem Jahr hast du mal das erwähnt, dass das ein spannendes Buch ist, «Das Ende der Rastlosigkeit». Und es war wirklich ein Thema, das wir gefunden haben, das ist ein grosses Thema heutzutage bei Kollegen, bei uns. Und darum haben wir das gekauft und gelesen. Und es war leicht zum Lesen für mich. Die Inhalte waren nicht so leicht, aber ein super Buch. Und darum, als dann die Anfrage kam, ob wir mitmachen in dieser Pilotgruppe, haben wir gefunden, doch, ja, wir wollen uns herausfordern lassen, mal ein bisschen genauer anzuschauen. Was heisst das überhaupt? Sabbatzeiten. Yes. Und wie ist euch das so gegangen am Anfang? Wie sind ihr an das Ganze angegangen? In unserer Lebensphase, wir haben das letzte Mal etwas gehört von Familien, die kleine Kinder haben wir gemerkt, wir haben andere Herausforderungen und natürlich hat man Sabbat als Wort und ich habe auch gemerkt, das interessiert mich, ich wollte dahinter kommen, was steckt noch dran und darum habe ich gefunden, heranschauen, gibt es noch etwas Neues drin, wie kann ich die Gewohnheit machen, so wie der Johannes vorher schon gesagt hat, man weiss manchmal etwas, setzt es aber noch nicht um und hat mir gedacht, was taucht wohl noch auf, wo man dann übertragen könnte, das wäre die Idee gewesen. Ja, genau. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist gerade jetzt, ich bin als Coach unterwegs, bin viel mit Leuten und mit Team. Ich sehe einfach, wie die Hektik überschwappt in Sonntag, wie gewisse Leute schon den Sonntag haben, aber es ist nicht erholsam. Es dreht noch ein bisschen weiter und du musst viel erledigen. Und dann denke ich, wir müssen wirklich gut hinschauen, dass das bei uns auch passiert. Bin ich gespannt gewesen. Und wie sind ihr nachher daran angegangen? Also jetzt eben so, okay, wo fangen wir an? Oder gewisse Sachen habt ihr ja vielleicht schon gehabt, oder? Und dann so ein bisschen, wie habt ihr das für euch so ein bisschen angefangen zu entdecken und auszuschaffen? Genau, also wir haben sehr viel diskutiert miteinander. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich so ein bisschen eine festgefahrene Vorstellung habe, was ein guter Sabbat ist. Ich habe das irgendwie in meinem Kopf einfach so das Gefühl gehabt, so wäre es dann gut, oder? Und dann haben wir wirklich viel diskutiert miteinander und wir haben in dieser Pilotgruppe ja so ein Manual gehabt, wo man so ein bisschen die Facetten vom Sabbat eben auseinandergenommen hat, oder? Jetzt haben wir Sabbat und Gott und wir haben ja in diesen anderen Predigten andere Aspekte angeschaut und mir hat das auch gut getan, eben mal das so ein bisschen auseinanderzubeindeln, oder? Und einmal wirklich zu schauen, ja, was für Facetten sind da und wie können wir die umsetzen. Es hat dort wirklich so viele Ideen gehabt. In dem Zusammenhang, was mir wirklich geholfen hat, ich bin nicht so ein gesetzlicher Typ, ich habe es nicht so gern, glaube ich. Ich brauche ein bisschen Freiheit. Ich denke, das Teil darf mich nicht so einhängen. Irgendwo ist man dann doch ein bisschen jüdisch, sich verbinden das mit irgendetwas. Und mir hat geholfen, was die Bedeutung von Sabbat eigentlich ist, oder Schabbat, was ich jetzt gerade gehört habe. Es heisst Stopp. Muss das offizielle Wort sein, dann übersetzt. Dass man wirklich das sagt, hey, ich muss irgendwo stoppen können. Und jetzt hat plötzlich das für mich angefangen, eine andere Bedeutung zu bekommen. Ganz bewusst die Betriebsanleitung von Gott, die 10 Gebote wirklich aufzunehmen und zu sagen, hey, das ist ganz ein höherer Stellenwert. Ich muss lernen, zu stoppen, dass das Platz hat drin. So sind wir daher gegangen und ich habe gemerkt, ich muss schauen, und was heisst es jetzt für uns, oder? Wir leben in der heutigen Zeit, wir haben News, wir haben Zeitungen, wir haben familiäre Verpflichtungen. Was heisst es für uns? Das ist so der Anspruch, den wir gespürt haben, das beißt schon recht. Ja. Und wie war das so gewesen? Weißt du, wo sind euch jetzt Herausforderungen gelegen? Wo ihr gesagt habt, so, ja, eben, da habt ihr einen Widerstand gespürt oder da ist es nicht einfach gewesen für euch?
Formular. Ja, das gibt Widerstände tatsächlich. Eines davon ist, dass am Abend anfangen und die 24 Stunden, irgendwie mit dem bin ich nicht so warm geworden. Samstagabend ist wie gestern Abend Mitarbeiterfest und so ist auch nicht ganz sabbatig. Es kann mal sein, dass du wirklich in den Ausgang gehst. Es kann sein, dass man sich mit Freunden trifft. Irgendwie ist es nicht aufgegangen. Das habe ich gespürt. Da ist so ein Spannungsfeld drin. Und ich habe jetzt für mich jetzt einmal gemerkt, vielleicht ist der Ansatz zu mir haben, ist vielleicht 12 Stunden. Also es fährt am Mitternacht, Sonntag halt bei mir, wenn ich noch am Schlafen bin. Und dann fährt es halt dann am Sonntag am Morgen an. Und das haben wir uns dann auch viel überlegt, was könnte das heißen. Genau. Aber dort sehen wir gewisse Widerstände, die auftaucht sind. Ja. Genau, wir haben natürlich schon immer, eben, wir sind auch eine ältere Generation, bei uns ist der Sonntag von Natur her so ein bisschen der Ruhetag. Und wir haben auch, Johannes, ich habe es sehr gut verstanden mit der Zeitung, die Sonntagszeitung. Ich habe es geliebt, am Sonntagnachmittag das dicke Bündel aufzuschlagen und die Zeitung zu lesen. Und das ist jetzt auch etwas, da haben wir gefunden, komm, jetzt tun wir das mal einfach mal weglassen, oder? Die Zeit jetzt einfach das einmal nicht machen, es ist wirklich, wie du gesagt hast, nicht so wahnsinnig wichtig. Man hört ja alle wichtigen Sachen schon noch. Das war mal etwas, wo wir einfach dann angefangen haben, voll einfach wegzulassen. Und wir haben für uns wirklich, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben für uns herausgefunden, dass es uns auch gut tut am Sonntagmorgen. Wir sind nicht so Langschläfer, am Sonntag stehen wir eigentlich früh auf. Dass wir jeder für sich einfach den Tag so ganz in der Ruhe mit Gott verbringen. Da und die zum Teil auch mit Joggen und denken, ich immer interessanterweise an meinem gleichen Ort, wo ich einfach, dort schaltet mein Hirn, ich glaube, schon auf Gott. Ich weiss auch nicht, es ist so die Gewohnheit, oder? Wo dann einfach die Zeit ist, wo ich allein mit Gott verbringe und im Gebet, auch Lieder hören und so weiter. Und dann ist eigentlich unser Gemeinsames ist dann das Morgenessen, das dann zum Teil auch ein bisschen anders ist als unter der Woche. Und dann ist der Gottesdienst für uns wirklich ein wichtiger Teil vom Sabbat. Der Lobpreis tut uns sehr gut, füllt uns wirklich. Und der Nachmittag ist dann eher so ein bisschen der Teil, der offen ist für die Zeit miteinander, für in der Natur geniessen, Freunde, Familie zu treffen. Und am Abend tun wir dann wieder den Sabbat abschliessen. Genau, und dann ist das für uns so. Wir haben wirklich Verschiedenes ausprobiert. Wir haben einfach gemerkt, für uns ist es das, oder? Das, was passt, was in unser Leben nie passt. Und eben auch da das wieder stoppen, weil es taucht schon Haufen Zeug auf, die du wieder machen kannst. Ich bin selbstständig tätig und manchmal zieht es mich so ein bisschen ins Büro und dann muss ich sagen, stopp und jetzt ist es wieder gut. Lass das Zeug liegen und es hat sich schon so oft gelohnt, dass ich anders gestartet bin. Aber es zieht einem manchmal ein und du musst wieder weg. Das ist der Punkt. Und darum glaube ich, das, was Johannes und wir auch schon diskutiert haben, so gute Tradition oder Gewohnheit ist so etwas Wertvolles, dass wir die haben, weil die steuern dann etwas, so die Impuls und irgendwie übersteuern es alles. Und wir haben wie gemerkt, das tut uns gut. Das ist sicher so. Aber was ich feststelle, ist, Sabbat ist für den Menschen, es kann so etwas Lustvolles sein, etwas Cooles sein, der Tag ist lässig, also das ist nicht eine Last und darum möchte ich von dem Gesetzlichen ein bisschen aufpassen, dass es einem nicht einholt, dass es auch eine Freude sein kann. Oder für mich zum Beispiel vom Morgen ein feiner Zopf, das gehört irgendwie dazu, das darf anders sein, dass man irgendwo auch sagt, was ist das, was genüsslich ist an dem Ganzen. Und ich glaube, ja, genau. Gott ist nicht so brüd. Ich glaube, er liebt es, wenn wir das Leben geniessen. Habe ich den Eindruck wenigstens so und das versuchen wir. Da supporte ich dich voll, oder? Sabbat, ein Aspekt davon ist ja auch wirklich Vergnügen, sich überlegen, was macht mir Freude. Du hast jetzt vielleicht 2, 3 Sachen gesagt. Gibt es sonst noch Sachen, wo man sagt, so, hey, das macht uns wirklich Freude an einem Sabbat? Etwas, was du noch gar nicht gesagt hast. Wir kochen gerne kochen zusammen. Das ist eingekauft, das Zeug. Das Menü ist draussen. Im Moment gerade ein bisschen so libanesisch, arabisch, irgendetwas. Und dann kochen wir zusammen in einer Ruhe und geniessen dann das. Das ist so etwas, was für mich wunderbar dazu passt. Und das andere ist auch Familie. Zeit haben, wenn unsere Kinder mal vorbeikommen heute Nachmittag, wo man dann mit ihnen reden kann und Zeit hat und einfach Zeit hat. Und nicht gerade weiter rennt. Das ist so etwas, was wir sehr, sehr schätzen. Ja. Cool.
mir ist es auch noch wichtig, dass man nicht aufgibt, weil man denkt, das schaffe ich eh nicht. Oder? Also wir haben ja auch in der Pilotgruppe geredet, wenn man kleine Kinder hat, dann ist es halt nicht möglich vielleicht, oder? Um so eine lange Zeit zu machen. Aber eben, Johannes hat es auch wieder gesagt, wir haben schon viel gehört, der Sabbat ist nicht für uns so eine Art Ablauf, der muss sein, sondern es soll am Menschen auch helfen, dass man zur Ruhe kommt und sich wieder auf Gott ausrichten kann. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, es sieht halt unterschiedlich aus, je nach Lebensphase. Oder? Ja, voll. Ja, das ist wirklich oder, etwas, was wir mega gemerkt haben, je nach Situation oder für jede Familie ein Stück weit, sieht es aber ein bisschen unterschiedlich aus und es gibt nicht einfach so ein Idealbild. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ich habe gemerkt, ich baue auch unter der Woche so Sabbatmomente ein. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht glaubt ihr das nicht ganz. Beim Autofahren mache ich manchmal Sabbatmomente. Das ist im Fall noch richtig cool. Klar läuft der Motor und alles Mögliche. Aber Steuerrad hebst du auch, oder? Ja, hilft schon ein bisschen mit alles. Aber so ein Moment, wo ich bewusst sage, so, jetzt bin ich noch nicht bei der Arbeit, jetzt tue ich mich auf Gott fokussieren. Ich merke, wie wertvoll das ist, so Gedanken cool, vielleicht einmal ein inspirierender Podcast oder irgendein Bibeltext los. Aber es ist so der Alltag, der Sabbat mitnehmen in den Alltag, finde ich auch so etwas Spannendes, finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja, mega cool. Ich habe noch vielleicht eine letzte Frage. Ihr habt es zwar schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen eben so, manchmal ist so ein bisschen die Spannung, was ist jetzt einfach ein normaler Sonntag und was heisst es, aber eben bewusst einen Sabbat zu machen. Was habt ihr gemerkt, was ist für euch in dem Sinn anders als einfach ein normaler Sonntag, wie ihr vielleicht vorher ein bisschen gelebt habt? Also für mich ist es schon der Morgenstart, wo ich einmal richtig auch mir Zeit nehme, um mit Gott länger Zeit zu verbringen, als es im Alltag so ist. Und wie ich gesagt habe, das ist immer ein bisschen am gleichen Ort, wo ich das mache, und das hilft sehr, dass ich brauche das fast. Dann tue ich wirklich mir lang Zeit nehmen. Und nachher dann erst eben zusammen zum Morgenessen und der Gottesdienst gehört für mich also fest dazu, oder? Das ist auch ein Teil, auch wenn ich Dienst habe, das macht ja nichts, aber auch die, eben habe ich gesagt, die Anbetungszeiten in der Gemeinde, nicht nur für mich allein mit dem Lied, sondern als Gemeinde, wo wir das Gleiche singen, das sind für mich also sehr wichtige Sachen. Und eben dann ein bisschen die Leere aushalten, eben nicht den Kopf gerade wieder mit News füllen, sondern am Nachmittag. Eben, ich bin jetzt sicher nicht die immer auf allen Medien rumzappt, aber ich bin genau gleich, einfach im Papier, oder? Mit der dicken Zeitung. Und einmal aushalten. Es ist mir jetzt bewusster, dass ich mal her sitze und denke, okay, jetzt mache ich einfach mal nichts. Schau jetzt mal ein bisschen in die Leere. Und ich merke einfach, bei mir kommen die Feinheiten dann wieder mehr, dass mir ein Vers noch mal in den Sinn kommt oder ein Lied mir plötzlich auftaucht. Ich habe das Gefühl, das braucht Raum, oder? Und nicht immer das Gefühl sein mit irgendwelchen externen Sachen. Das ist mir sehr wichtig geworden. Cool, sehr cool. Wenn du so fragst, vielleicht ist das, was so oft auch ein bisschen untergeht und ich auch merke, wenn der Alltag so treibt, dass man einfach zu wenig Zeit hat für die Reflexion, einfach zum Nachdenken. Und ich merke, wie in diesen Stunden viel Impuls kommen für den Alltag, für Gesundheit, für Beziehungen, mit wem soll ich Kontakt aufnehmen. Plötzlich kommt mir jemand in den Sinn. Ich finde es mega spannend. Das ist sehr oft in dieser Reflexionszeit drin. Und ich glaube, Gott hat Freude an dem. Er wird, glaube ich, reden. Wir haben das letzte Mal gehört von dem kontemplativen Gebet. Ich weiß nicht, ob ich so mache. Aber ich versuche viel zu hören auf Gott. Red du auch mal ein bisschen etwas, oder? Also das ist mir auch ein Wunsch. Und manchmal kommen mir Leute in den Sinn und sagen, okay, vielleicht könnte es das ja sein. Oder einfach auch, was soll ich machen? Das sind so wunderbare Sachen. Kommt mir etwas noch in den Sinn, wenn manchmal dann Grosskinder spielen bei uns. Ich hocke mit denen am Boden oder sie sind im Sand. Dann ist das manchmal für mich auch so ein Staunen über. Das kann ich auch machen, wenn noch ein Kind da ist, oder? Ein Staunen über die Güte von Gott und über das Wunder und ich segne das Kind und ja, solche kleine Sachen, das ist mir jetzt wirklich bewusster geworden durch das Auseinandersetzen mit dem Thema.
Hey, danke euch, mega inspirierend, mega cool, dass ihr euch da auch darauf eingeladen habt und die Erfahrungen teilt. Können wir geben